Einen wunderschönen Dienstagnachmittag, nicht Nachmittag, Mittag. So schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, für mich ist es immer wieder ein Highlight, einfach am Dienstag zusammenzukommen, um nochmal über die Message zu reden, aber auch gemeinsam zusammenzukommen, um miteinander, füreinander zu beten. Leo, Susanna, so schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr heute hier seid. Richtig, richtig gut. Wie geht's euch? Ja gut, ich bin unter dem Schirm. Super, du bist unter dem Schirm. Und ich werde den Schirm auch nicht mehr loslassen wie die nächste halbe Stunde. Come on, ich lieb's. Das war aber lustig, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne einen farbigen Schirm, kein schwarzer, weil ich finde einfach die Farben so schön. Ja. Und dann kam Gelb, aber Gelb hatte ich jetzt nicht auf der, ich habe gedacht vielleicht so lila, rot, blau, aber nicht Gelb. Gelb ist so richtig erfrischend, oder? Aber ist cool, oder? Ist mega, also Nee, ich fand's, mega cool. ich fand's super. Mega super. cool, nee, Ja. ist cool. Ja. Ist cool. Gelb ist erfrischend. Ja, ist es Und ich wirklich. finde auch das Bild mega schön. Wir sind unter dem Ja. Schirm vom höchsten Gott, das ist ja die Symbolik. Ja, voll. Genau, ich habe gerade gedacht, alle, die die Message nicht gehört haben, wundern sich jetzt sicher, was hat der Schirm mit dem Thema zu tun? Warum ist ein Kampf um mein Leben? Hey, und wir werden auch nochmal in einen kurzen Clip reingehen, aber wenn du die Message wirklich noch nicht gehört hast, dann nutzt die Zeit jetzt nach dem Talk and Pray, um einfach da nochmal reinzugehen, dir die Message anzuhören. Es ist wirklich eine hammermäßige, kraftvolle Message, die wirklich, wirklich wichtig ist, was es bedeutet, unter dem Schirm zu bleiben, was ich mega, also wirklich, Leo, das war ein sehr, sehr cooles Bild. Sehr, sehr cooles Bild, danke dir. So, dann magst du einfach für uns, für die nächste halbe Stunde einfach beten und dann springen wir ins Thema rein. Ja. Und himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass dein Tisch gedeckt ist und dass jede einzelne Person, die jetzt zuhört, einfach mit uns zusammen an diesem gedeckten Tisch sitzen dürfen und dass wir essen können, dass du allein uns satt machst und dass du uns stärkst, unseren Geist, unsere Seele und auch unseren Körper mit dem, was wir hören, weil wir sind uns bewusst, immer mehr, dass um unser Leben ein Kampf ist. Und danke, hast du Worte des ewigen Lebens genau für dieses Thema. Heute, jetzt, in diesem Moment. Amen. Amen. Hey, wie jede Woche möchte ich es einfach nochmal highlighten oder nochmal einmal bewusst machen, dass wir natürlich uns Zeit nehmen zu beten und wir werden auch über das Thema reden. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir den Chat auch wirklich nutzen, um einerseits miteinander und auch füreinander zu beten. Schreibt einfach in den Chat auch rein, welche Gebetsanliegen ihr habt. Ich werde mit dem Chat sein und wir werden schauen, dass wir vielleicht ein paar Gebetsanliegen auch aufgreifen. Aber was ich viel, viel besser finde, ist, wenn ihr einfach im Chat die Gebete aufschreibt und einfach abschickt, sodass wir einfach miteinander, füreinander in dieser Zeit einfach beten. Hey, ich freue mich, da wirklich in das Thema reinzugehen. Leo, magst du uns noch mal ganz kurz mit reinnehmen in die Message von Sonntag? Es geht darum, dass eben wir unter dem Schirm, dem Schutz von diesem Gott bleiben. Das ist ja der Schirm, weil es gibt um uns rundherum gibt es eben geistliche Kämpfe in der unsichtbaren Welt, aber auch in der sichtbaren Welt. Und der Psalm 91 sagt, man hat eigentlich Moses geschrieben mit einem Volk, die in der Wüste gewesen ist und die haben ja Ägypten verlassen und die kennen eigentlich diese Kämpfe in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Und Moses sagt einfach, wenn ihr bleibt in dieser Gegenwart oder Präsenz von Gott und nicht einfach euer eigenes Ding tut, dann seid ihr gesegnet und auch beschützt, auch gegen die Angriffe in der Nacht. Das sind ja die Schlangen, die man nicht kontrollieren kann. Und bei Tag eben sind es die Gedanken, dass man nicht von Gott wegläuft. Und die Schlangen konnte man in der Wüste in dem Sinn stoppen mit Weihrauch. Und Weihrauch ist nichts anderes, wenn wir beginnen, Gott Danke zu sagen unter diesem Schirm, dass Gott gut ist. Und aber auch bei Tag, dass wir nicht einfach von diesem Schirm wieder rauslaufen, weil wir das Gefühl haben, Gott hat uns in die Wüste geschickt und er versorgt uns nicht mehr. Und das sind so Lügen, die wir dann beginnen zu glauben. Und der Schirm steht symbolisch für die Gegenwart von Gott und man vertraut und glaubt, Gott hat diesen Schutz für mich bereit und rundherum kämpfen Engel gegen diese Mächte und nicht ich. Mega spannend. Ich lese den Psalm 91, die ersten 2 Verse nochmal vor. Steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. So kraftvoll, so kraftvoll. Sondern was bedeutet das für dich, unter dem Schirm zu bleiben? Unter dem Schirm zu bleiben, das ist genau das, was du eigentlich gesagt hast in der Message. Und das hat mich genervt am Sonntag, dass du das so oft erwähnt hast, aber Gott war bei David, aber Gott war bei David, aber Gott war bei David. Und es nervt dir nur deswegen, weil es etwas
weil es eine Botschaft dahinter hat für mich selber. Und ich habe mich einfach, das ist das, was ich mitnehme. Aber Gott war bei David, weil David bei Gott war. Und das bedeutet für mich, das hat für mich nochmal ein Bild geöffnet, was es heißt, unter dem Schirm zu sein. Also was ich eben so krass finde am Leben von David, wenn ich jetzt die Brücke mache, der war ja nicht perfekt und das macht ja auch Mut. Er hatte Dinge falsch gemacht, er hatte Kämpfe, der musste davon gehen, hat zwar den Goliath besiegt, hat Worship gemacht und der böse Geist ging von Saul und dennoch und trotzdem in allen Lebensphasen hat David nie Gott verlassen. Da sieht man auch der Wunsch, die Bundeslade nach Hause zu bringen. Hat er getanzt in den Unterhosen, die Frau hat sich geschämt und das war ihm total egal. Und ich finde es eben so ermutigend, ein Mensch, der nicht alles perfekt gemacht hatte, aber wenn es um die Freundschaft mit Gott ging, da ließ sich nichts nehmen. Und darum finde ich das eben so krass, weil Gott immer mit David gewesen ist und es ist auch eine Message für uns, auch wenn unser Leben nicht alles wir zusammen haben, aber lass uns nicht von diesem Gott uns wegbewegen. Mega spannend. Lass uns vielleicht kurz in den Clip reingehen, einfach das nochmal zusammenzufassen. Genau, lass uns den Clip einmal abspielen. Ist nicht krass? In der Bibel heißt es immer, und Gott war mit David, und Gott war mit David, und Gott war schon wieder mit David, und Gott war mit David, und schon wieder war Gott mit David, und Gott war mit David, und Gott war mit David, und Gott ist wieder mit David, und übermorgen, wer kennt das? Und Gott ist mit David, und Gott ist mit David, und denkst du, ja Gott, und ich? Ich habe zu Gott gesagt, warum bist du immer mit dem Heibe David? Warum immer nur David? Listen. Und Gott sagte, und David war immer bei mir. Gott ist mit denen, die auch bei ihm sind und die bei ihm sind, mit denen ist Gott auch. Und was auch immer deine Situation in deinem Leben ist, Gott schickt Engel. Gott kämpft für dein Leben, was auch immer du für eine Situation drin bist. Dieses Bild, dass Gott bei David war, weil David bei Gott war, das ist das, was für mich mega rausstechend ist. Susanne, du hast direkt am Montag einen Gedanken dazu gehabt. Ja, also einen Gedanken. Hey, das war einfach krass, so unerwartet, weil der Gedanke hat mich gestreift. Weißt du was, jetzt lässt du doch heute diesen Gott mal ein bisschen auf der Seite. Weil, warum auch immer, du kennst vielleicht solche Gedanken und da hat mir genau dieses Bild die nötige Vorstellungskraft geschenkt, was ich eben ja nicht machen will. Und ich habe gedacht, so, und jetzt erst recht. Und jetzt packe ich den Schirm erst recht. Und deswegen lasse ich ihn nicht mehr los. Und vielleicht fühlst du dich gleich, vielleicht denkst du, ach, jetzt hast du so viel investiert in diese Beziehung mit Gott oder jetzt hast du so viel in Anführungsstrichen für Gott getan und es ändert sich überhaupt nichts. So, jetzt machst du es mal anders, jetzt versuchst du es mal anders. Und ich ermutige dich einfach, dieses Gebet mit mir zu sprechen und zu sagen, nein, das geht gegen meine innere Überzeugung. Wenn die äußere Überzeugung dir das weismachen will, ist das das eine. Aber wir stellen uns unter den Schirm. Und himmlischer Vater, da sind wir sehr klar heute mit all diesen Menschen, die zuhören, jetzt in dem Moment und sagen, nein, wir stellen uns unter den Schirm und wir bleiben bei Gott. Wir bleiben bei dir, egal wie die Umstände aussehen. Und ich danke dir von Herzen für dieses Erlebnis, was mir sehr unangenehm ist, dass mir solche Gedanken überhaupt gekommen sind. Und vielleicht geht es ja unseren Zuhörern genau gleich. Das spielt keine Rolle. Aber ich danke dir, dass ich da einfach wieder einmal mehr eine Entscheidung treffen konnte und sagen konnte, und ich bleibe unter diesem Schirm. Ich bleibe bei Gott. Und dass ich das üben kann in einer in Anführungsstrichen harmlosen Situation, weil ich einfach glaube, dass noch schwierigere Situationen kommen, wo wir dieses Statement wie ein Reflex brauchen. Und deswegen sprechen wir es heute aus. Egal wie unsere Umstände sind, ich bleibe bei Gott. So wie du bei mir bleibst. Amen.
Jesus, ich möchte um Vergebung bitten, wo ich genau das Gleiche gemacht habe, wo ich mich entfernt habe von dir, wo ich nicht mehr unter diesem Schirm war, Jesus. Vater, ich möchte uns es einfach zusprechen, dass wir in deiner Liebe, unter deinem Schirm einfach bleiben dürfen, Jesus, und dass du einen guten Weg mit uns dort gehst, Jesus. Und ich danke dir, dass wir diese Beziehung mit dir haben dürfen, dass du dich so sehr um jeden Einzelnen für uns kümmerst, dass du möchtest, dass wir unter diesem Schirm bleiben, Jesus. Ja. Und in dem Moment kommt mir einfach in den Sinn, dass die Farbe vom Schirm wahrscheinlich einfach logisch, prophetisch ist. Es heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Mein Licht und der Schirm symbolisiert ja die Sonne. Und bei dir ist die Quelle des Lebens, heißt es auch in einem anderen Psalm. Genau, du bist das Licht, von dem wir leben, oder und so weiter und so fort. Es gibt so viele Verse, die genau das bestätigen, und das freut mich jetzt. Der Schirm ist nicht zufälligerweise gelb und er wird dir bestimmt in Erinnerung bleiben. Come on. Mich hat es am Sonntag mega berührt. Du hast eine Umfrage gemacht, Pat, ob Menschen in einem Kampf stehen. Und ich habe schon gedacht, aber eigentlich, man sagt, nur 6% haben gesagt, nee. Das heißt also 95% haben gesagt, kleiner Kampf oder großer Kampf. Und wir hatten knapp 500, 600 Leute, die abgestimmt haben. Also es ist schon eine große Anzahl an Leuten. Ja, und ich war einfach überrascht, wie viele Leute wirklich in einem Kampf drin sind. Kleiner oder großer. Und das ist eigentlich das Thema von diesem Schirm, wieso habe ich Kämpfe in meinem Leben. Und das hat wirklich mit dem zu tun, dass wir in der unsichtbaren Welt eben Mächte gibt. Die nimmt man nicht immer so wahr. Ich möchte nicht immer jedes Schicksal oder jede Krankheit einem Dämon zuschreiben, aber man kann auch nicht sagen, es hat mit ihnen auch nichts zu tun. Es ist immer sowohl als auch. Und darum finde ich eben das Bild von diesem Schirm von Moses eben so entscheidend. Bleib und beweg dich da keinen Fall raus, weil wenn du in einem Kampf drin bist, dann brauchst du Beschützung, du brauchst Bewahrung und du brauchst einen Gott, der eben Engel schickt in die unsichtbare Welt, der kämpft. Und was ich mega motivierend finde, dass Gott aber eben auch immer Engel geschickt hat in entscheidenden Momenten. Also wenn Leute sagen, ja, ich habe noch nie einen Engel erlebt, dann habe ich gesagt, ja, vielleicht hast du auch noch keinen gebraucht. Aber wenn man in der Bibel liest, in entscheidenden Momenten hat Gott Engel geschickt und die haben Einfluss genommen in die Lebensgeschichte. Und das motiviert mich eben, dass Gott eben das Timing so kennt, und weiß, im entscheidenden Moment lässt mich Gott nicht hängen, sondern da greift Gott in sein Repertoire ein und schickt sein Bodenpersonal. Und das ist eben der Punkt. Nur weil du unter dem Schirm stehst, heißt nicht, dass das Leben easy wird oder dass du keine Kämpfe mehr hast. Hier schreibt jemand im Chat, dass ich habe das schwierigste Leben, seit ich bei Gott bin. Und hat ein Lachsmiley dahinter, was ich cool finde, also super. Aber es heißt ja nicht, dass weil ich unter dem Schirm bin, ist auf einmal alles einfach, oder? Ja. Ja. Es ist auch so, ich bin ja viel unterwegs und ich bin in Ländern unterwegs, das ist Christenverfolgung. Die sind nicht gläubig, weil, ich sage jetzt mal, das Wohlstandsevangelium oder alles ist gut, sondern die haben Jesus wirklich erlebt als ihr Herr und Erlöser. Und sie wissen, ich verbringe mein Leben im Himmel. Und die sind nicht gläubig, weil Jesus plus, weißt du, habe alle diese Benefits. Und die haben wirklich eine Offenbarung von Gott bekommen, wer er ist. Und das finde ich mega faszinierend und die ziehen das durch und die sprechen dann eben also noch mehr von diesen Momenten, wo sie sagen, man kann es nicht erklären, man kann es nicht begreifen, es macht von außen keinen Sinn, aber da ist etwas in mir drin, eine Hoffnung und eine Zuversicht, die ist stärker als alle Umstände. Und das ist auch für mich eine Ermutigung, wenn du wirklich in diesen Momenten drin bist. Was ich mir ja dann oft nicht vorstellen kann, ist es eben so, dass Gott effektiv Engel eben schickt und du fühlst dich getragen, du fühlst dich unterstützt, du weißt, ich bin nicht allein unter diesem Schirm. Und ich finde es eine Ermutigung für mich zu wissen, wenn diese Seasons kommt, du bist definitiv dann nicht alleine. Mega spannend. Ich habe auch schon öfters erlebt, dass es hilft, wenn man weiß, was in Epheser 6, Vers 12 steht. Das ist auch ein Vers vom Sonntag, den ich gerne vorlesen möchte, weil es heißt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und genau dieser Vers hat mir schon öfters mal geholfen, Dinge, die sich
im Sichtbaren abspielen, einfach ein bisschen zu entschärfen. Also wenn wir zwei, was nicht sehr oft vorkommt, irgendwie aneinander geraten sind und dann kommt dieser Vers und man realisiert, hey, stimmt, wir halten zusammen, weil es geht um den Dritten und es geht gar nicht um uns. Und das führt auch so ein bisschen in das nächste Thema eigentlich rein, dass wir kämpfen nicht gegeneinander, wir kämpfen gegen die bösen Mächte. Und wenn wir unter diesem Schirm sind, dann sollten wir auch füreinander kämpfen. Du hast am Sonntag auch darüber gesprochen, dass häufig wir als Christen gegeneinander kämpfen und das irgendwie als Fokus häufig auch sehen. Aber eigentlich ist ja das gar nicht der Kampf, den wir kämpfen sollten, oder? Ja, ich habe eben einen Punkt gesagt, und das ist eben match entscheidend. Es gibt eben, wenn der Teufel uns nicht abhalten kann, sage ich jetzt mal, sein Reich zu bauen, bringt er eine Person oder eine Situation, die du erlebt hast, die dich nervt. Und wir alle haben ja eine Kirchengeschichte oder eine Leiterschaftsgeschichte oder Leute in der Small Group oder Michael Church, was auch immer, die dich mega verletzt haben. Und dann beginnt man plötzlich gegen die Leute zu kämpfen oder man geht in eine neue Church, Gemeinschaft oder neue Small Group. Das ist ja alles gar nicht das Problem. Aber was man dann eben oft diese Enttäuschung mitnimmt und dann spricht man mega negativ über die Person. Und da gibt man mega Raum dem Teufel. Und ich werde auch diesen Sonntag eben erklären, dass man eben diese Räume eben immer wieder geben kann, wo die Bibel sagt, mach diese Räume nicht auf. Und für mich ist es mega wichtig zu wissen, ich bin nicht perfekt, ich habe Menschen enttäuscht, Menschen haben auch mich enttäuscht, manchmal auch grob. Aber dass ich sage, ich vergebe ihnen und ich möchte nicht negativ über diese Leute sprechen, weil am Ende vom Tag ist Gott ihr Richter. Und es bringt auch gar nichts, wenn ich sie schlecht mache, weil jede Gemeinschaft hebt ja den Namen von Jesus hoch. Und die Bibel sagt sogar, Jesus sagt sogar noch, wenn du sogar das Evangelium predigst, nur wegen den Finanzen, sagt Jesus zu den Jüngern, immerhin, sie verkünden das Evangelium. Ja. Also es muss raus, weil es macht etwas. Und da möchte ich dich jetzt einfach vielleicht in einem Gebet mitnehmen. Vielleicht hast du so Erlebnisse gemacht in deiner Kirche, in deiner Leiterschaft, mit Christen, die dich enttäuscht haben. Und das ist immer noch etwas, was dich blockiert und auch etwas, wo du gerne darüber sprichst, was andere falsch gemacht haben. So, Jesus, ich bringe dir vielleicht meine Kirchenenttäuschungen, meine Kirchenverletzungen, auch wo ich von Leiterinnen enttäuscht bin oder auch von Christen generell, wo mich wirklich wie den Teppich unter meinen Füßen weggezogen haben. Und ich möchte auch, und du möchtest mir dabei helfen, jetzt da das loszulassen und auch ihnen zu vergeben. Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie mir angetan haben. Das war ja dein Gebet, aber ich vergebe ihnen und sie waren vielleicht nicht mal bewusst, aber ich lasse es los. Ja. Und ich möchte nicht mehr, dass diese Geschichte von meiner Kirchenenttäuschung, Christentäuschung, mein Vertrauen und meine Hingabe und auch meine Liebe zu der Kirche, zu Menschen einfach etwas zerstört. Ja. Und ich schließe jetzt bewusst diese Türe im Namen von Jesus Christus. Bewusst. Und was mir auch bewusst geworden ist, dass es ja nicht nur, dass man sich nicht nur plötzlich gegen Menschen richtet, sondern eben auch gegen Gott. Also wenn die Umstände herausfordernd sind, dann entweder sind Menschen schuld oder wenn Menschen nicht schuld ist, dann ist eben Gott schuld. Und auch diese Türe finde ich wichtig, dass wir sie heute schließen, weil es gibt sehr viele Menschen, die ihre Umstände nicht verstehen und sie meinen es nicht böse, aber sie glauben, dass Gott dahinter steckt. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn man sich eben unter dem Schirm wegbewegt. Ja, genau. Und wenn du dazu gehörst, und ich möchte dir diesen Bibelvers vorlesen aus Matthäus 12, der macht eigentlich total Sinn, aber auf uns und Gott bezogen bekommt er für mich noch einmal eine neue Kraft. Das heißt in Matthäus 12, Vers 25 und 26, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein,
wie kann dann sein Reich bestehen? Also das ist jetzt mit dem Bösen gemeint, aber wenn ich und Gott nicht im Reinen sind oder wenn ich und Gott eben uneins sind oder wenn ich ihn verantwortlich mache für meine Umstände, dann ist ja da auch etwas uneins. Und genau da möchte ich wieder für Einheit bitten, wo da was Falsches reingekommen ist. Und himmlischer Vater, du siehst, und das ist nicht verurteilend gemeint, wie viele Menschen das einfach den Glauben auferlegt wurde, dass du, Gott, etwas mit ihren negativen Umständen zu tun hast, dass du, Gott, derjenige bist, der die Mutter früh sterben ließ, dass du derjenige bist, der den finanziellen Ruin im eigenen Geschäft einfach zugelassen, vielleicht sogar provoziert hast oder gefördert hast und was auch immer da der Punkt ist, der Unfriede in der Ehe, die Unfrieden mit den Kindern oder die Lernschwäche oder was auch immer der Punkt ist, und das räumen wir aus dem Weg, weil das ist eine Lüge und das hat uns einfach so viele Zeit unter dem Schirm ferngehalten, weil du nicht mehr der sichere Ort warst durch das, was wir geglaubt haben oder unsere Erfahrungen. Und Heiliger Geist, da bitten wir dich einfach, dass du ein Wunder tust, dass du die Lüge wegziehst und dass wir die Wahrheit einfach erkennen können. Dass wir erkennen können, wo du dann warst bei diesem Missbrauch, wo du dann warst bei diesem Unfall, wo du dann warst bei diesem Schicksalsschlag. Wir machen dich nicht länger verantwortlich, aber wir brauchen da eine Erneuerung. Du hast es gebetet, Susanne, ist mir einfach in den Sinn gekommen. Das ist eine mega theologische Frage, wo ich wirklich verstehe, wie Menschen kämpfen. Aber es ist wirklich so die Offenbarung, das ist das letzte Kapitel eigentlich oder Buch der Bibel, bevor Jesus wieder auf die Welt kommt. Und da gibt es in dem letzten Kapitel, und ich finde, da erklärt die Bibel mega viel von dieser Spannung, wo ist Gott und warum lässt Gott gewisse Dinge zu. Und da heißt es, der Tod wird es nicht mehr geben, Ungerechtigkeit wird nicht mehr existieren und Krankheit wird es auch nicht mehr geben. Dann sagt Gott, und Gott wird die Blätter vom Baum nehmen und ganze Nationen die Tränen abwischen und Gerechtigkeit wiederherstellen. Und das heißt eigentlich, dass sogar ganze Nationen leiden unter einer Fehlentscheidung und du denkst, ja, wo ist dann Gott in dem? Aber Gott sagt, am Ende wird er jede Träne und jede Ungerechtigkeit wird er wiederherstellen. Und das musst du dir mal vorstellen. Und da ist eben wird Gott eingreifen auf eine ganze Ewigkeit. Und diese Perspektive bedeutet eben, dass gewisse Dinge geschehen, wo man wirklich das Gefühl haben kann, Gott war nicht da, weil Gott uns auch einen freien Willen gegeben hat, mit der Sünde und so weiter und so fort. Und dennoch und trotzdem, das letzte Kapitel und die letzte Botschaft hat nicht Umstände, sondern da wird Gott höchstpersönlich in deinem Leben sein. Und ich sage das nicht als ein Trostpflaster, es kommt schon gut, es kommt wirklich gut. Weil es ist so, wenn ich Fußball schaue und in der Halbzeit ist mein Team ist im Verlieren, wissen wir das Endresultat. Wir werden den Pokal stemmen. Das finde ich nicht eine kleine Trostpflaster. Es ist eben so. Und viele Dinge sehen manchmal so aus, als würde der Feind gewinnen. Und Gott sagt, nee, den Pokal werden wir hochhalten. Für immer. Und diese Perspektive ist eben etwas, was manchmal bis dann verloren geht in den Momenten, und ich verstehe das ja auch, ich will ja das auch, die Gunst von Gott erleben, ein gutes Leben haben, Frieden erleben, aber du darfst wirklich diese Blätter vom Baum des Lebens nicht vergessen, höchstpersönlich, wo Gott sich für dich hinstellt und das wiederherstellt, das musst du dir mal vorstellen, das heißt, es gibt eine Gerechtigkeit am Ende, es ist nicht ungerecht, das Leben ist ungerecht, ist nicht fair, aber das letzte Kapitel ist Fairness und Gerechtigkeit für jede Person da. Könnte man sagen, das Leben hier ist einfach nur die Halbzeit? Es ist so, das Leben hier, es ist eigentlich auch eine Pilgerreise. Gott sagte zum Abraham, pack deine 7 Sachen. Und dann sagt Abraham, wohin? Und Gott hat gesagt, du wirst die Stadt nie erreichen. Und du bist ein Vorbild hier auf der Erde. Nee, er hat die nie erreicht. Sondern Gott hat gesagt, du bist ein Vorbild für alle Christen, also eine Botschaft. Ihr seid Pilger. Ihr werdet hier auf dieser Erde nicht zur Ruhe kommen. Logisch,
wohne ich in der Schweiz und es ist schon fast der Himmel. Aber es ist, aber zum Anfang zu sagen, es ist nicht unsere Heimat. Ja. Und wenn es nicht unsere Heimat ist, ist es nicht perfekt. Erste Halbzeit. Ja. Yeah. Das heißt, wird im Himmel dann Schweizerdeutsch geredet oder wie ist es? Ja, es heißt ja, im Himmel wir sprechen in unbekannten Sprachen und ich sage immer, es muss Schweizerdeutsch sein. Ja, fair enough. Ich hoffe nicht. Also es ist ja schon interessant, dass wenn wir wissen, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen, jetzt um bei dem Bild zu bleiben, wie wir das Leben aber leben, ist ja dann schon interessant. Du hast am Sonntag darüber geredet, dass wir über diese Waffenrüstung geredet und die römische Legion, die das Schild vorne hatten, aber ihr Rücken war frei. Was bedeutet das und was haben sie damals gemacht? Ja, ich fand es eben interessant, wenn man über die Waffenrüstung eben spricht, dann googelt man und sieht eine römische Waffenrüstung mit Bronze bis ganz runter und alles umgeben. Aber ich habe eine Waffenrüstung gezeigt aus der Zeit von Jesus und da gibt es nicht diesen Panzer rundherum, alles, weißt du, voll covered von hinten nach vorne. Und hinten war nicht beschützt, das heißt eben die giftigen Pfeile, die kommen ja von hinten. Dass ein Freund dir von hinten, man sagte von hinten, das Messer in den Rücken steckt. Das ist ja ein Spruch, den man sagt. Es sind ja enge Leute, und der Rücken kann man nicht beschützen. Und was dann die Römer gemacht haben, um zu gewinnen, sie haben eine Schildkrott-Formation gemacht und haben dann den Schild vorne und über ihnen und hinten ihnen eigentlich gehalten. Und mit dem waren sie eigentlich unbesiegbar. Und das ist für mich ein Bild, auch wenn ich diese Waffenrüstung Gottes anhabe, es gibt einen Teil, den eben die Christen oft nicht verstehen. Du kannst nicht alleine kämpfen, weil du bist hinten schutzlos. Und du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst andere Christen, die genau in den Momenten, wo Menschen dir das Messer in den Rücken stecken wollen, eben von hinten auch das Schild hinhalten. Und ich finde es dann für mich ein starkes Bild zu wissen, wir brauchen einander. Und darum ist es eben nicht okay, wenn wir gegen andere Kirchen sprechen. Wir brauchen andere Kirchen, die uns den Rücken stecken. Und ich brauche andere Churches, wo ich ihnen den Rücken decke. Darum, wir decken uns gegenseitig. Heißt nicht, mach eine Klammer, man darf jetzt keine Feedbacks mehr geben. Sagen Leute, ja, logisch, der hat nicht gerne Feedback, keine Kritik. Ich spreche nicht von dem. Kritik und Feedback braucht es immer. Aber es geht um eine zerstörende Grundhaltung. Das ist nicht okay. Gell, aber ausgerechnet dieses Bild ist ja so eben das Messer in den Rücken, da stecken ja die mit dir den Schild von vorne decken. Also das finde ich eben tricky. Das habe ich am Sonntag mir überlegt. Das ist ja genau die Schwierigkeit. Auf der einen Seite können wir nicht alleine kämpfen, das wissen wir alle. Aber ausgerechnet die Leute, die mit dir kämpfen oder in der Gruppe sind ja dann auch die, logischerweise, die dir das Messer in den Rücken stecken, weil bei den anderen hast du ja den Rücken nicht frei. Wie macht man das jetzt? Es ist genauso, wie du sagst, das ist eine Spannung. Das ist ja genau der Punkt. Das war ja auch bei Jesus so. Er hatte die engsten Freunde, seine Jünger beschützt und das musste mal dir geben. Die haben alle Wunder gesehen. Alle. Und Jesus hat ja immer davon gesprochen, ich werde gehen. Ich werde nicht bleiben. Das war nichts Neues. Er hat nie ein Geheimnis gemacht, meinst du? Es war offene Karte, aber logisch haben sie es anders vorgestellt. Die gleichen Leute, die haben Hosanna gesprochen, haben gesagt, kreuzig ihn. Das ist ja das Problem, die engsten Leute, die dir wehtun. Und dennoch, wenn das jemand macht, dann nimmst du das Messer raus und dann stehen Freunde wieder hin. Es ist ja nicht einfach so, alle stecken dir das Messer in den Rücken, aber du brauchst dann jemanden, der sagt, nimm das Messer raus und ich beschütze dich wieder. Du brauchst Schutz. Und wenn du eben sagst, ich brauche niemanden, ich bin verletzt, dann bist du eben genau allein unterwegs und dann bist du auch bitter, verletzlich und dann bist du eigentlich die einfachste, einfache Ziel für den Feind, weil er holt dir das Schwächste, das ein bisschen rumdümpelt. Und das finde ich so spannend und auch wichtig für uns als Christen, als Online-Community, finde ich so wichtig, einfach wie diese Gemeinschaft letztendlich aussieht. Was sind die Leute, die ich um mich herum habe, mit denen ich gemeinsam diese Kämpfe kämpfe. Wir haben natürlich unsere Celebrations, wo wir gemeinsam im Worship stehen und uns gemeinsam. Wie sieht es unter der Woche aus? Wie sieht es vielleicht auch bei euch persönlich unter der Woche aus? Wer sind da so die Leute, mit denen ihr da auch unterwegs seid? Also natürlich, ich bin ja mit einer Ehefrau unterwegs, das ist mal der erste Schutz, den ich habe, auch das erste Feedback, das ich bekomme, da hast du Kinder. Aber ich habe seit am Anfang, seit ich die Church angefangen habe, ich war immer in einer Kleingruppe, wir haben den Namen oft geändert. Aber das System war immer das gleiche gewesen, sind dann ein paar Menschen, wo wir zusammen
unterwegs sind mit Jesus und uns auch Feedbacks geben. Also wirklich knallhart, wo wir Dinge auch aufzeigen, aber es sind auch die Leute, die für mich beten. Also ich bete für meine Freunde. Wenn jemand kommt und ich beschütze sie, es ist ein Gebet, du bist für sie, du unterstützt sie, du fragst, was kann ich für dich machen. Also diese Unterstützung habe ich nie aufgehört, weil es ist ja so, wenn ich am Sonntag predige, Leute hören dir zu, aber das ist ja nicht mein Leben alleine, sondern ich lebe ja und ich brauche Korrektur, ich brauche Unterstützung und Beschützung und das ist das, was ich jeder Person, auch wenn du online zuschaust und bist in einer online unterwegs, online ist gut, super. Also wie im Gottesdienst drin sitzen, super, aber du brauchst eine Kleingruppe. Es kann auch eine Person sein, 2 Personen, wo du sagst, hey, wir treffen uns alle 2 Wochen, wir beten zusammen, tauschen uns aus, wir kämpfen, das braucht man dringend. Und eben, was ich so wichtig finde, ist, das heißt nicht, dass man in dieser Gruppe nicht verletzt wird. Das gehört dazu. Man wird in dieser Gruppe verletzt, aber es sind ja nicht alle. Das ist auch so eine Lüge, die ich glaube, einfach heute bei Tauchenprä aufgeflogen ist. Es sind ja nicht alle. Wenn ich in einer Small Group bin, dann ist es vielleicht eine Person, die mich verletzt hat, aber dann kann ich das auch beim Namen nennen und andere helfen mir wieder, dass das Messer rausgezogen wird und ich muss nicht gegen die Person sein, sondern wichtig ist, dass ich das Messer rausziehen lasse und die Wunde heilen lasse mit Hilfe von anderen, die für mich und mit mir beten und einfach die Gruppe auch nicht verlasse deswegen. Das ist gut gesagt, eben wie Judas, das war so ein 12 einer. Klar, der hat eine Stimme, jetzt eine krasse Story, tut mega weh, logisch. Aber eigentlich ist genauso, 11 sind für ihn, ist mehr. Aber das Negative irgendwie hat oft eine größere Kraft als eben, und dann denkt man eben genau falsch und dann wird es ganz gefährlich, alle sind gegen mich, niemand liebt mich und denke ich, nee, es sind 11:1 im Leben von Jesus. Also es waren ja eigentlich ja noch mehr, oder? Und ich habe einfach so das Gefühl, wie wenn Jesus jetzt zu dir kommt und dir so eine 3D-Brille geben möchte, damit du deine Situation, die dich so verletzt hat, aus seiner Sicht anschauen kannst. Und dafür würde ich gerne beten. Genau, weil wir wissen, dass Gemeinschaft so wichtig ist, weil wir wissen, dass wir nicht alleine kämpfen können und weil wir wissen, Gott im Himmel, dass meine Beziehung auch irgendwie nur so stark ist wie meine Beziehung zu meinem Mitmenschen, dass das irgendwie zusammenhängt, wenn ich das Kreuz vor Augen habe, diese Senkrechte, dass die Beziehung mit dir zeigt, aber es braucht auch die Waagrechte, die Beziehung mit meinem Mitmenschen. Und ich bitte dich einfach, ich empfange diese 3D-Brille, wenn ich mich jetzt in dieses Gebet so reingebe. Kannst du gerne in deinem Herzen oder laut mitbeten. Ich empfange diese 3D-Brille, dass ich Situationen aus deiner Sicht bewerten kann. Komm, Heiliger Geist, vollbringe du da ein Wunder, bringe du diesen Sonnenschirm, dieses Licht, diesen gelben Schirm wieder in diese Situation rein, wo Dinge aus deiner Sicht beleuchtet werden, nicht aus der Lügensicht, nicht aus der dunklen Sicht. Gerade auch, weil ich weiß, dass ein Kampf um mein Leben besteht. Und der Kampf könnte sein, dass man mich isolieren möchte. Dass der Feind mich isolieren möchte von Gemeinschaft. Und da, wo das einfach geschehen ist, da reiße ich jetzt im Namen Jesus die Fenster auf, dass Licht wieder reinkommt, dass dieser vermodernde Duft von Gemeinschaft rausgeht im Namen Jesus, dass da deine Wahrheit reinkommt, deine Heilung, dein Öl. Die Messer ziehen wir aus dem Rücken. Die Messer, wo Freunde uns in den Rücken gesteckt haben, haben sie ja vielleicht bewusst oder auch unbewusst gemacht. Wir legen das hin im Namen Jesus und lassen unsere Beziehungen nicht länger davon bestimmen. Und ich bete jetzt auch, dass da, wo ein Messer in den Rücken gestochen worden ist, das blutet ja. Und es tut mega, mega weh. Und wenn man das rauszieht, da kommt Blut raus, es tut mega weh. Und ich möchte dieses Salbungsöl, Heilungsöl von Jesus jetzt nehmen und ich streiche dieses Öl von Jesus in deine Wunden. Weil die Bibel sagt, in den Wunden von Jesus sind wir geheilt. Und ich nehme diese Heilung von Jesus und ich nehme das Öl, diese Salbung und ich gieße das und tüpfe das auf deine Wunden im Rücken hin. Dass
dein Gott auch Dinge wiederherstellt. Und eine Narbe, die wächst ja zusammen, man sieht sie noch, aber sie schmerzt nicht mehr. Und wir haben diese Narben, die wir tragen vom Leben. Man sieht es von außen, aber schmerzt nicht mehr. Und dieser Schmerz, den du das Gefühl hast, der steht mir zu, und dann will ich auch behalten, auch kultivieren, den nehme ich ganz bewusst weg im Namen von Jesus. Du musst nicht mehr das haben als eine Lebensgrundlage oder wie eine Vision, sondern ich nehme es weg von dir. Und ich sage, die Freude an Gott, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und ich bete auch, dass da, wo Menschen aus deinem Leben rausgehen, weil Judas ging ja weg, aber für Judas kam Matthias. Und Gott bringt auch neue Menschen in dein Leben. Ja. Und ich bete, dass Gott neue Freundschaften in dein Leben bringt, so die Matthiasse, die einfach dich wieder bereichern und auch das Kontingent wieder füllen in deinem Leben. Amen. Amen. Hey, ich finde es so wichtig an dieser Stelle, das einfach nochmal zu sagen, dass wir Angebote für euch haben, wenn ihr diese Gemeinschaft sucht. Wir haben Online-Small Groups, wo ihr euch anmelden könnt und wo ihr sagen könnt, hey, ich würde voll gerne Teil von einer Small Group werden. Und wir haben Microchurches, wo du Teil werden kannst. Du kannst direkt auf der Microchurch-Website einfach schauen, ob es eine Microchurch in deiner Nähe gibt. Wenn es eine gibt, schreib sie direkt an. Sie freuen sich auf dich. Sie freuen sich wirklich immer, wenn neue Leute dazukommen. Deswegen schreib sie einfach an. Sie freuen sich jetzt schon auf dich. Wenn es keine Microchurch in deiner Nähe gibt, dann schreib uns auf der gleichen Website. Schreib uns einfach an, weil unser Herz ist es einfach überall so viele Microchurches wie möglich aufzubauen, damit Menschen diese Gemeinschaft, von der wir ja jetzt auch gesprochen haben, einfach erleben können. Und dass diese römischen Legionen, sage ich mal, dass wir das einfach aufbauen können, damit wir einfach miteinander und füreinander das Leben einfach leben können. Deswegen melde dich bei uns unter icf.ch/connect, kannst du immer diese Fragen stellen und wir schicken dir alles zu, was du dafür brauchst. Was mir einfach mega am Herzen liegt, ist, dass du weißt, dass du nicht alleine bist und dass du auch nicht alleine bleibst, sondern dass du wirklich einfach diese Gemeinschaft wirklich suchst, ob das über eine Online-Small Group ist oder über eine Microchurch. Lass uns einfach wissen, wie wir dir da helfen können. Hey, vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für eure Gebete, dass wir einfach diese Zeit gemeinsam einfach dienstags erleben können. Es ist ein absolutes Geschenk. Vielen, vielen Dank euch. Ja, danke dir, Pat. Danke. Hey, und dem Videoteam. Und dem Videoteam, genau. Technikteam. Dem Technikteam, genau. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Geh sicher, dass du die Message nochmal hörst, wenn du sie nicht angehört hast. Und komm am Sonntag vorbei. Also ob du hier vor Ort bist oder online. Schau vorbei, weil die Message am Sonntag wird wirklich gut werden. Könnt ihr euch auf was freuen. Deswegen, wir sehen uns am kommenden Sonntag. Bis dann.